Mal was erzählen. Was ist denn los? Da ist ja ein Miststück! Cool, nützt die du auch nichts mehr, Katharina Klostermann! IT macht sie bloß Ärger! Sieht Jorn! Letzten Sommer hast du direkt an die Grundstückgrenze auf den Rosen Unkraut ex und kipp und 27 Zypressen sind nichts mit in Gorn. Und der neue schittrige Hund hat den letzten Haft selbst von eine Hölle umgebracht. Und ich weiß noch genau, als ich Stefanie heiratet hätte, der den könnte mich ein für das Jahr wird, bald das ganze Bein auffällt. Engelbert, ist das so ungefähr 20 Jahre her? Ja, und wenn ein Schwiegersohn hat just für den neuen Arbeitsplatz gefunden, noch lange Zeit, wo steigt die denn nun da, wenn ich nicht wieder unfallen muss, bloß weil du an den Knochen zertrümmert ist? Wo hast du denn die Führerscheinprüfung bestanden? Wenn du 2 Wochen lauter unschuldige Radfahrer platt machst. Hast du den Prüfer bestanden oder hast du im Moment auch noch schöne Augen gemacht? Ja. Jetzt treibt aber mal die Handbremse an, Engelbert Dieckhoff. Das will menschliches Versenken. Ich kann Steffen nicht sehen, die Sünden hätt mich blind. Das hat die auch passieren können. Glaubst du vielleicht, dass ich das mit Absicht getan hä? Ja, wunderschön wie das nicht. Oh. Du sollst die lieber wieder einen Kerl sögen. Der kann dich führen. Denn die Rolle als Beifahrerin steigt die viel besser. Aber was schnack ich denn? Wer wäre so froh als die? Engelbert, jetzt ist groß. Oh, sag mal, was glaubst du eigentlich, mit wem du hier schnackst, hä? Ich? Was? Mit unserem feinen Nachbarsche. Der sich seit Jahren jeden Kerl an den Hals schmidt. Aber auch nicht einen darin erfindet, der da länger als 3 Tage mit der Unhold. Das ist nicht vor. Mit dem Feinkosthändler Hanno Köhler, da hab ich viel länger gefragt. Das wird ganz Ja, stimmt. Die hätte ganz viel Stauch mit. Vergessen werden ist, ne? Da, wie hast du das bloß auf den Geld und den Geschäft absehen? Alles nix. Ha! Und das ist ja auch erst nicht ein Jahr her. Sag mal, jetzt fangst du auch noch an? Na, eigentlich hat Engelbert doch ganz recht. Wo war das denn letztes Jahr, als du mit so einem Scharf-Blechmittel den Funkpad da reinmockt hast und die ganzen Spinners wie eine Wäsche ruiniert hat? Das ist ja auch nicht unbedingt noch ein Unfall, Ruth. Nee, er hat noch einen Anton. Ich frag mich bloß, woher du in dieser umweltbewusste Zeit noch so ein scharfes Mittel her hast. Die hele Wäsche könnt ihr wegschmieden. Ja, wofür meine Haftpflichtversicherung wirklich bezahlt hat. Und heel sicher fällt mehr, als so einen schändrigen Klamotten überhaupt wert würden. Und du, Gesina Dieckhoff, passt du mal lieber auf, was du sagst. Denn Fehlers mockt wir doch wohl alle mal entleben. Das muss ich die doch wohl nicht singen, oder? Was soll da denn hängen? Ja genau, was wollt du damit sagen? Du glaubst doch nicht, dass ich dort jetzt was sag? Also gut. Als du meinst, Stichwort Theodore. Junge liebe Tochter Theodore. Oder soll ich lieber singen, Theodore und er Mutter und Vater? Was scheint düsse Blödsinn? Erst plätze hier und Schwiegersohn platt und dann brauchst du auch noch große Sprüche zu kloppen. Und was scheint das mit Us Theodore und Öllern? Also ich denke, wir sollen uns jetzt erstmal beruhigen, all miteinander. Was passiert ist, ist passiert. Wir sind von allen aufgeregt, ne? Du Engelbert, ich komm uns jetzt erstmal in Tastee, da wir zur Ruhe kommen. Und du Katharina kannst am besten noch husten. So, Du sollst dich von diesem Kanal hier natürlich wieder mal inzüchten, wa? Das ist Rollenslüde. Komm mal mit drin, ne? Und Dorby hat in unsere Familie jede reine Weste. So reiner kann er gar nicht. Ach ja? Ach ja, und du hast bezahlt für Steffens Leben, das du im Anton hast. Du hast so viel Geld bezahlt, dass du jede Minute dauer besinnst. Und braucht der Johnny um uns gehen, ach die auf du Duken. Um so eine Gäste wie die
könnt ihr hart nicht verzichten. Komm mal mit. Habt ihr uns verstanden? Ja. Habt ihr uns verstanden? Ja, aber ich kann doch nicht kaum! Haust du ab? Einfach.